Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum DFB-Pokal, zweite Runde. Ja, wir haben 23:40 Uhr, ich bin gerade von Arbeit gekommen. Wäre ich nicht auf der Arbeit gewesen, hätte ich das Spiel, aber ich zwischenzeitlich auf jeden Fall mal 10 Minuten ausgemacht. Also, was ich da heute gesehen habe, kann ich mir nicht wirklich erklären, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wenn man in der Bundesliga mal so ein Spiel hat, ja, kann ich das irgendwo nachvollziehen. Gerade wenn es dann irgendwie gegen irgendeinen Gegner ist, den man nicht wirklich ernst nimmt oder den man halt so ein bisschen unterschätzt. Ihr wisst, was ich meine. Aber das hatte so Lyon-Charakter in der Champions League. Ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt irgendwie von Seiten Oliver Kahn und Brazzo gesagt wird. Ich habe noch keine Interviews gesehen nach dem Spiel oder so. Ich gucke mal morgen, was so in der Presse steht. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen sind. Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich würde sagen, wir gehen erstmal erstmal in mein Fazit rein. Also erstmal erste Halbzeit. Also erstmal ist natürlich eine verdiente Niederlage, ja. Was für mich persönlich besonders schmerzt, ist gegen den verkackten Scheißclub aus Gladbach. Ist für mich der unsympathischste Verein in den ersten 3 deutschen Fußballligen. Ich kann mit denen absolut gar nichts anfangen. Liegt einfach an meinen persönlichen Erfahrungen, die ich mit den Fans hatte. Und ja, für mich das Schlimmste, was passieren kann. Dann lieber gegen Dortmund 5:0 verlieren, wie gegen Gladbach. Das ist so ein... Naja, das Thema schneide ich erst gar nicht an, Leute. Von daher für mich doppelt hart, ja, so viel kann ich sagen. Aber natürlich völlig verdient, ja, völlig verdient verloren, auch völlig verdient 5:0. Wir können froh sein, dass es nur 5:0 ausgegangen ist und nicht 18:0. Wobei man auch klar sagen muss, der Elfmeter war ein Witz. Das sei auch mal ganz klar gesagt. Wenn ein Spieler so den Kopf nach unten hat und der andere das Knie ein bisschen hebt, ja Leute, niemals im Leben Elfer. Aber das war nicht spielentscheidend, ja. Ganz klarer Fall, also das soll jetzt nicht irgendwie eine Ausrede sein oder sonst was. Wir hätten das Spiel so oder so verloren. Komplette Mannschaft würde ich Note 6 geben, bis auf Sané und Neuer. Ansonsten war für mich die komplette Mannschaft Note 6. 3 Spieler waren für mich noch schlechter wie 6. Das war für mich Goretzka, Upamecano und Pavard. Das war... Ja, keine Ahnung. Das muss man als Spieler muss man das merken. Ja. Ich meine, erstmal die ganze Mannschaft war schlecht, bis auf Sané, ja. Der war der Einzige, der einigermaßen Normalform hatte, in meinen Augen. Und der auch, wenn mal ein defensiver Zweikampf gewonnen wurde in den ersten 45 Minuten, hat den Sané gewonnen. Auch am eigenen 16er. Aber diese 3 Spieler, also was der Goretzka beim ersten Tor gemacht hat, auch Upamecano, also Goretzka da, da kommt, ach, da kriege ich gar nicht. Ach, ich jogge mal so ein bisschen, ich tue mal so, als ob ich mich bewege. Er war wie ein Fremdkörper im ganzen Spiel. Ich meine, unsere Mitte war offen wie ein Scheunentor. Ja, die Gladbacher, die mussten ja gar nichts machen. Die haben den Ball einfach lang nach vorne gepölt auf dem Embolo, der den Zweikampf gegen Upamecano gewonnen hat, das Ding abgelegt. In der Mitte war kein Goretzka, da war kein Kimmich. In der Zentrale, wo waren die? Keine Ahnung, Leute. Also, ich weiß nicht, ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich meine, man wusste, also erstmal weiß man, wir tun uns in Gladbach immer schwer. Hat man beim ersten Saisonspiel gesehen, das 1:1. Dann kann man ja eigentlich nicht dahin fahren und sagen, ach ja, wir sind ja so geil. Das lief die letzten Wochen ja so gut. Ach, da reichen ja 20%. Das ist ein Pokalspiel, ein DFB-Pokalspiel. Das ist eigentlich unsere Domäne, ja, wo wir zeigen, was wir können, wo wir auf dem Punkt da sind. Wenn man dann so ein Spiel machen würde wie gegen Frankfurt, wo man einfach kein Tor schießt, ja, und dann halt hinten 2, 3 kassiert durch individuelle Fehler. Okay, kann man damit leben. Aber wir hatten ja noch nicht mal Chancen.
Wir hatten gar nichts. Wir haben gefühlt in der ersten Halbzeit nicht einen Zweikampf gewonnen. Mal abgesehen von Sané. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 gewonnen. Ansonsten habe ich keinen Spieler gesehen, der mal einen Zweikampf gewonnen hat. Ich habe keinen Spieler gesehen, der mal einen Ball zum eigenen Mitspieler gekriegt hat. Und Gladbach hat nichts anderes gemacht, wie sie gegen uns immer machen. Ja, Gladbach presst uns immer so hoch. In jedem Spiel, seitdem wir gegen Gladbach spielen. Und normalerweise haben wir kein Problem damit, uns trotzdem rauszukombinieren. Aber das haben wir ja dann 2, 3 Mal versucht, dann stand es schon 2-0, dann stand es 3-0 und dann hast du nur noch lange Bälle gesehen. Und was unser Spiel gar nicht ist, dann kannst du gleich vom Feld gehen. Also keine Ahnung. Ja, ich kann mir die Leistung nicht erklären, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist für mich, ich meine, klar, wenn eine 2. Minute Rückstand ist, ja klar, 15. das 2-0 kriegst, aber wir kamen ja trotzdem gar nicht ins Spiel. Gar nicht. Wir haben halt einen rabenschwarzen Tag gehabt. Ja, sind alles nur Menschen, alles gut. Aber wenn man die letzten Wochen sieht, wie stabil wir waren, wie gut wir Fußball gespielt haben, kann man sich das einfach nicht erklären, so eine Leistung. Ja. Ich meine, ja, nehmen wir mal die erste Halbzeit, die dann richtig scheiße war. So, Punkt. Ja. Dann geht man mit 13-0 in die Pause, wo ich schon abgehakt habe, weil Gladbach ist jetzt auch nicht so schlecht, dass sie da nicht noch hätten 1, 2 Konter gefahren, wenn wir irgendwie zu unserem Spiel gefunden hätten und mal ein bisschen Druck gemacht haben, was wir niemals in diesem Spiel getan haben. Deswegen war das schon klar. Hätten wir vor der Halbzeit noch irgendwie ein 3-1 gemacht, dann hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen Hoffnung gehabt, aber da gab es ja gar keine Chancen für. Gut, dann geht man rein in die Pause. Ja, da muss es eigentlich mal knallen. Ja, da muss es knallen. Ich weiß nicht, ob es geknallt hat oder nicht. Natürlich schwierig, wenn dann der Cheftrainer nicht da ist, ja. Das verstehe ich schon. Aber trotzdem muss da von den Spielern allein schon eine Reaktion kommen. Und ich meine, gut, die waren nach 5 Minuten wieder auf dem Platz. Ja. Was hat's gebracht? In der 52. und 57. Minute stand es 5-0. Und das nach dem gleichen Schema. Also Upamecano hat halt einfach keinen Zweikampf gegen El Embolo gewonnen. Und ich meine, man hat es erste Halbzeit gesehen. Er hat halt einfach einen scheiß Tag gehabt. Ja, Punkt. Hat man halt mal. Kann ich vollkommen verstehen. Entweder, wenn ich das doch merke, und ich meine, man hat es bei ihm nach 15 Minuten definitiv spätestens gemerkt, da muss ich als Trainer auswechseln. Punkt. Wirklich Punkt. Er hat gefühlt nicht einen Zweikampf, er war komplett unsicher, gar nichts. Wenn der Trainer das nicht tut, dann muss ich als Spieler, schmeiß dich auf den Boden, simuliere eine Verletzung, geh raus. Ganz ehrlich. Also so viel Anstand sollte man haben, wenn man so eine Leistung da abliefert. Als der Fixpunkt hinten in der Abwehr. Ja. Weiß ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich nicht. Ich meine, klar, dass man nicht sagen kann, ich gehe jetzt raus, weil ich so scheiße bin, alles gut. Dann schmeiß ich auf den Boden, dir tut, was weiß ich, was weh und gut ist. Verstehe ich nicht. Pavard dasselbe. Also Pavard ohne Scheiß, Leute. Wenn der Pavard weiter als rechter Verteidiger aufläuft, ich weiß es nicht. Ich sehe den da nicht. Das nimmt Züge an wie beim Saar. Auch seine Fresse, die er zieht, was ich schon vor einem halben Jahr gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, er will da gar nicht spielen. Und man hat es heute gesehen. Man hat es heute gesehen. Er hat dann die letzte Viertelstunde Innenverteidiger gespielt. Da konnte er auf einmal ein bisschen Fußball spielen, was er vorher 75 Minuten lang nicht konnte. Und ein Stanisic, der irgendwie 15 Minuten auf dem Platz war, hat mehr Szenen gehabt, bessere in der Verteidigung, in der Offensive, wie Pavard in den letzten 20 Spielen. Alter. Das ist doch ein Witz. Also verstehe ich nicht, dass man so eine Leute aufstellt. Und wenn man sie dann aufstellt, warum man sie dann nicht in der Halbzeit rausnimmt. Also in der Halbzeit hättest du locker 4 Leute auswechseln müssen. Punkt. Was willst du da sagen? Ja, ihr wart alle scheiße, aber ihr habt jetzt nochmal die Chance. Wow. Ich denke mal, das haben die Spieler, die richtig scheiße waren, auch schon nach einer Viertelstunde gemerkt, dass sie heute einen scheiß Tag haben. Wie eine ganze Mannschaft einen scheiß Tag haben kann, geht in meinen Kopf auch nicht rein. Ja, wie gesagt, Sané und Neuer nehme ich da mal aus. Alle anderen waren unterirdisch. Wirklich unterirdisch. Also wir hatten keine Abwehr auf dem Feld. Keine. I don't know. Also ich kann es mir nicht erklären. Wie gesagt,
wäre es ein normales Bundesligaspiel irgendwie, ja, klar, dann hast du mal einen Scheißtag, dann kann man verstehen, wenn man sagt, man schenkt ein Spiel ab, und wir haben heute das Spiel abgeschenkt. Wir wurden vorgeführt. Wir wurden streckenweise vorgeführt. Das muss man ganz knallhart so sagen. Und das geht nicht. Das geht nicht, Leute. Das geht einfach nicht. Punkt. Wenn, da muss ich halt dazwischen kloppen oder keine Ahnung, da muss mal einer auf dem Feld mal die Fresse aufmachen. Das hat keiner getan heute. Wo war denn ein Kimmich? Der Oberlieder. Wo war ein Müller? Hast du mehr, oder mal ein Neuer? Ich meine, Neuer macht das eh nicht. Aber habt ihr mal irgendeinen gesehen, der mal die Fresse aufgemacht hat? Ja, der Neuer hatte mal einmal so ein kleines Zucken. Aber sonst hast du keinen gesehen. Ja, in der Halbzeit, wo sie dann auf dem Feld standen, ja, haben sich nochmal gegenseitig heiß gemacht. Das Ganze hat dann 2 Minuten gedauert, dann war die Sache schon wieder gegessen. Ja, Trauerspiel. Wirklich Trauerspiel. Ich meine, ist jetzt nicht super wichtig. Ja, wir sind aus dem Pokal raus. Ja, toll, supi. Aber die Frage ist, wie kann sowas passieren? Darum geht es ja. Habe ich in den... Ich überlege gerade, habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt, so ein Spiel. Ihr könnt mir gerne mal helfen, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, Lyon, das ist, woran ich mich erinnere. Ich meine, gegen Kiel war auch keine Glanzleistung, wo wir ausgeschieden sind, aber so ein Spiel, so chancenlos, das war wirklich chancenlos. Das war wieder Altherrenfußball heute. Wie gesagt, Sané ausgenommen, auch in der zweiten Halbzeit. Er war der Einzige, der was versucht hat. Alle anderen waren... Ja, du hast halt auch schon nach dem 2-0, spätestens nach dem 3-0, hast das Gefühl gehabt, so, ja, ist durch. Die Spieler haben auch schon abgehakt, das Spiel. Also wenn man das Spiel so betrachtet hat, hat man so gedacht, so, ja, irgendwie haben die sich vor dem Spiel geeinigt und gesagt, ja, wir scheiden jetzt mal aus dem Pokal aus. Also, ich meine, wir haben keinerlei Körpersprache, keinerlei Einstellung gehabt, außer der Sané, in einen Zweikampf zu gehen oder sonst was, in ein Pokalspiel in Gladbach. Unfassbar. Unfassbar. Also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe noch nichts gehört, gesehen, gelesen. Das werde ich morgen tun, aber ich bin sehr auf irgendeine Pressekonferenz gespannt oder was der Nagelsmann mal irgendwann dazu sagen wird. Also ich finde keine plausible Erklärung für dieses Spiel. Ja, ich meine, selbst wenn man mal einen richtigen Scheißtag hat und Gladbach einen richtig guten Tag, ja, dann musst du spätestens, ja, keine Ahnung, beim 3-0, dann musst du den Laden dicht machen oder was erstmal. Aber selbst das war ja nicht, ist ja nicht, Gladbach hatte immer noch Chancen und ach, das war Katastrophe. Das war abwehrmäßig wie beim Flick. Das muss man ganz klar sagen. Es standen halt 2 Stürmer vorne, jeder Manndecker, also Hernandez und Upa hatten jeweils einen Stürmer. Und sonst war da keiner mehr. Das war das ganze Problem. Und wenn dann der Innenverteidiger den Zweikampf verliert gegen den Stürmer, steht der Stürmer allein vom Torwart. Also Gladbach hat ein Tor gut rausgespielt. Ich weiß nicht, was das zweite oder das dritte. Ansonsten war es ein langer Ball. Einfach ein verfickter langer Ball zwischen die Innenverteidiger gespielt. Das war alles. Mehr nicht. Das kann jede Schülermannschaft gegen uns spielen. Also, ganz ehrlich, das habe ich nicht verstanden. Und ich meine, man sieht das doch dann, ja? Oder man sollte das ja. Wir haben ja alles so intelligente Spieler auf dem Platz. So ein Kimmich ist ja ein super intelligenter Spieler. Ja, ich wollte jetzt was sagen, das schenke ich mir. Wenn er doch so super intelligent ist und unser Leader ist im Mittelfeld, ja, warum lässt man sich dann nicht mal fallen und bleibt dann vielleicht mal zwischen den Innenverteidigern? Könnt ihr euch mal an einen Martinez erinnern? Wenn der den Sechser gegeben hat und es waren Lücken, wo stand der Martinez? Der stand dann auch mal zwischen den Innenverteidigern oder 2 Meter vor den Innenverteidigern. Das war gar nicht heute. Alle beide standen immer gegen 2 Stürmer. Sonst, da war keine Absicherung, nichts. Auch auf den Außen nicht. Die Außen waren viel zu weit vorne.
So, dann wurde einmal Tropfen gelassen, dann hat Gladbach 2, 3 Kontakte gespielt, nach außen wieder reingespielt, bam, Tor. Fertig. Ganz einfache Kiste. Gar kein Problem. Ja, es ist unsere Spielweise. Ja, es hat die letzten Wochen super geklappt in der Verteidigung. Aber wenn man doch sieht, dass es dann nicht klappt, dann muss man doch reagieren. Ja? Wie gesagt, entweder wechselt man den Spieler dann halt einfach aus, weil er einfach einen rabenschwarzen Tag hat. Allein auch, um ihn vielleicht einfach mal zu schützen. Ich meine, man hat ihn gesehen, wie er auf der Bank saß, wie ein Haufen Elend. Ja? Er war wahrscheinlich froh, dass er dann endlich ausgewechselt worden ist, weil er hätte wahrscheinlich noch 2 oder 3 Tore verschuldet heute. Wobei man ihn halt nicht alleine ankreiden kann. Ja? Ich mag einen Upa. Hat einfach einen scheiß Tag gehabt. Hat er, was war es, gegen Frankfurt war es ja auch schon so. Muss man da mal halt analysieren, warum das so ist. Ja? Und warum das die Trainer dann auch nicht im Vorfeld bemerken, dass ein Spieler so schlecht drauf ist. Ich meine, wir haben einen Süle, der in Topform ist. Dann hätte man halt den Süle aufgestellt. Wo ist das Problem? Vielleicht ist das Thema, dass der Nagelsmann nicht vor Ort ist, aber trotzdem die Aufstellung bestimmt oder was. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Genauso ein Goretzka. Ein Goretzka war unterirdisch schlecht, Leute. Er hat einfach nur Alibi-Fußball heute gespielt. Ab und war der Original heute hat dann Gnabry gemacht. Da war der Gnabry engagierter wie der Goretzka. Das sagt alles, oder? Ja, irgendwann hat der Goretzka mal 2, 3 Mal so versucht, seinen Körper einzusetzen. Das war dann auch das höchste der Gefühle. Ansonsten ist er nur rumgetrabt. Nach hinten war gar nichts. Nach vorne war nur halbe Kost. Also. Um ein paar brauche ich gar nicht erst anfangen, Leute. Ja, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Lass uns mal einen Blick in die Statistiken schmeißen. Ich bin sehr gespannt, ob wir überhaupt über 30% Zweikämpfe gewonnen haben. Ich habe auch noch nichts gesehen. Ich bin sehr gespannt. Eieieiei. Gut. Statistiken. Bam. Wir haben 61,7% Ballbesitz gehabt. Wow. Aber den habe ich nicht gesehen. Gut, zum Ende hin, wo Gladbach nichts mehr gemacht hat, konnten wir uns hinten die Kugel querschieben, ja. Aber ich hätte gerne mal, gibt es hier keine Statistik für erste Halbzeit? Da hatten wir gefühlt 10% Ballbesitz, Alter. Zweikämpfe 50-50. Ja, Halleluja. Da bin ich ja mal gespannt, wer bei uns Zweikämpfe gewonnen hat, außer Sané. Also Upamecano kann da nicht auftauchen. Ja, Hernandez hat es auch noch zwischenzeitlich ganz gut gemacht, aber... Eieieiei, Leute. Schüsse aufs Tor 7:8. Schüsse aufs Tor. Wir haben 8 Schüsse aufs Tor. Nein, haben wir nicht gehabt. Nein. Gut, jetzt zum Schluss haben wir noch den einen Lattenknaller. Ich weiß nicht, ob wir nochmal 7 Rückgaben auf den Sommer hatten. Also eine wirkliche Torchance haben wir auf jeden Fall nicht gehabt. Schüsse insgesamt 13, 15, Ecken 2, 9, angekommene Pässe 238 zu 432. Also wenn man die Statistik so sieht, so liest, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, sieht es ja eigentlich so aus, als wären wir gleichwertig gewesen. Oder sogar ein bisschen besser wie Gladbach. Nein. Nein, wir wurden heute vorgeführt. Wir wurden heute teilweise vorgeführt. Also da sieht man mal wieder, dass Statistik nicht alles ist. Also ganz ehrlich, wir haben heute keinerlei Chance gehabt. Und das Ergebnis mit 5:0 geht auch vollkommen in Ordnung. Aus meiner Sicht. Schüsse insgesamt. Gnabry, Note 6, 2. Müller, Note 6, 2. Pavard, Note 8, 1. Ja, kann ich mich sogar noch dran erinnern. Torschussvorlagen, Neuer eine. Alter. Oder sollten, nee, 0. Torschussvorlagen 0. Hä? Warte mal, aktualisieren wir. Also die Rückennummer, ne? Ja, Hernandez hat ja nicht 21 Torvorlagen, Alter. Okay, wir haben keine Torschussvorlagen. Haben wir keine in unserer Mannschaft. Neuer mit 0, Pavard mit 0 und Hernandez mit 0. Naja, gut. Gut, die Statistik scheint irgendwie nicht gerade zu passen, oder was? Gewonnene Zweikämpfe. Nein! Jetzt wird es doch gerade lächerlich. Sané, ja.
100% true. Hernandez, ja, hat auch einige Zweikämpfe gewonnen, gerade zweite Halbzeit. Aber Upa hat mit 8 gewonnene Zweikämpfe unser bester Zweikämpfer. Alto Belli, dann habe ich aber irgendwas verpasst. Dann würde mich mal interessieren, was sie als Zweikampf gezählt haben. Eieieiei. Keine Ahnung. Also wenn ich die Statistik hier gerade sehe, frage ich mich, bin ich gerade im Kopf, habe ich ein anderes Spiel gesehen oder was? Hau ich hier gerade zu Unrecht drauf und habe irgendwie Tagtraum gehabt und wir haben irgendwie 5-0 gewonnen und Upa war der Star oder was? Ballkontakte Kimmich 86, Pavard 71, Hernandez 69. I don't know, Leute. Yeah. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich es, ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich irgendwas komplett verkehrt gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie gesagt, hätte man heute 3-2 verloren oder sowas, alles gut. Dann hätte man mal sagen können, ja, wir haben einen schlechten Tag gehabt, aber 5-0 ist halt einfach eine Demütigung. Und wer das Spiel gesehen hat, es hätte Gladbach noch 2 oder 3 Tore mehr machen müssen. Eigentlich. Naja, gut. Gehen wir es kurz durch, oder was? Tun wir es uns an? Eigentlich ist es ganz einfach. Neuer würde ich, ja, weiß ich, Neuer war auch nicht wirklich. Also, Neuer war für mich auch nur eine 4. Also erstmal der Elfer, so ein Ding kann man auch mal halten. Ja. Ich meine, der tappelt 1 Meter neben ihm ins Tor, also weiß ich nicht. Ja, er wurde verladen, ja, und bla, Sülz. Ansonsten ist er 2-3 Mal rausgerannt und dann wieder zurückgerannt und ach, das war auch nicht so ganz. Und ich meine, Neuer ist unser Kapitän. Ich bin halt so ein Olli-Kind, so ein Olli-Kahn-Kind. Ich habe da immer so die Szenen mit Sammy Kufo im Kopf. Wenn es halt einfach mal scheiße lief hinten, da wurden die Leute einfach mal wachgerüttelt. Das hätte ich mir einfach mal vom Neuer erwartet. Und nicht immer nur so 3-0. What the hell? Da musste mal so ein Upamecano zusammenfalten. Und ein Pavard. Ne? Da musste mal klare Ansagen machen. Dafür ist er unser Kapitän. Ja, ich weiß, ist ja nicht der Typ für, aber keine Ahnung. Würde ich mir halt einfach wünschen. Dann wäre es nicht 5-0 ausgegangen. Hätte er halt mal sagen mit dem Upa, weißt du was? Du bist heute so scheiße drauf, geh raus. Punkt. Ich meine, man hat es ja gesehen. Man hat es nach 15 Minuten gesehen. In Goretzka dasselbe. Pavard Note 8, Leute. Fertig. Hernandez würde ich noch eine 4- geben. Alleine bei 4 Schlechten in der Viererkette kannst du halt auch nicht viel reißen. Fonsi würde ich eine 5 geben, war auch nix. Upa ist definitiv auch eine 8. Gnabry ist für mich auch eine 5. Goretzka ist für mich auch eine 8. Kimmich ist eine 5. Sané würde ich eine 3 geben. War der Einzige, der ein bisschen Normalform hatte. Normal müsste es ihm dafür eine 1 geben. Weil er der Einzige war, der mal Zug drin hatte. Nach vorne, nach hinten. Junge. Müller eine 6, Alter. Das war gar nichts. Das war wirklich nichts. Nicht als Führungsspieler, nicht als sonst irgendwas. Das war gar nichts. Und Levi genauso. Levi war auch eine 6. Dann sein Rumgezeter da. Junge, Alter. Das einzige Positive, was ich sagen kann, ich meine, es ist ja schon super undankbar, bei 5-0 dann noch eingewechselt zu werden. Das sind ja echt, ja, die Leute haben nichts zu gewinnen, ne? Die haben einfach die Arschkarte gezogen. Du bist bei 5-0 eingewechselt, du weißt, das Spiel ist durch. Aber wenn man da mal gesehen hat, wie engagiert ein Coman gespielt hat, wie engagiert ein Stanisic gespielt hat, wie engagiert ein Süle gespielt hat. Okay, bei dem Gegentor sah er auch nicht gut aus, aber das war für mich schon auf Pavards Seite wieder, das Gegentor. Er hebt halt da hinten das Abseits auf, sonst wäre es Abseits gewesen. Also, ich sag ja, der Pavard ist einfach kein rechter Verteidiger. Er hat da keinen Bock drauf, stell ihn einfach nicht auf. Ohne Scheiß, stell ihn einfach nicht auf dieser Position auf. Setz auf den Stanisic und gut ist. Also, verstehe ich nicht. Tolisso war der Einzige, der so ein bisschen so Ja, er war auch wieder engagiert, aber er ist immer so, seit seiner Verletzung so, ach, das ist ein Zweikampf. Ach, nee.
Nee. Ich stelle mich mal so Performer hin. Oder ich laufe mal Performer 2 Meter hinterher. So wie es ein Gnabry auch oft tut. Nur er ist ein Sechser. Er ist ein Sechser. So, da muss er knallen im Zweikampf. Da muss er ran. Er hat nicht einen Zweikampf geführt. Guckt euch das Spiel im Nachhinein nochmal an. Junge, Junge, Junge. Kannst du auch nicht aufstellen. Kannst du nicht aufstellen. Was willst du mit dem Sechser keine Zweikämpfe führt? Oder ein Achter, was er gerade spielen will. Junge, 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 Junge. Ja, keine Ahnung. Ich hätte mir, also spätestens, was heißt spätestens? War ja relativ frühzeitig hier, das waren ja nur 6 Minuten vom 2-0 zum 3-0. Nach dem 3-0 hättest du wechseln müssen. Punkt. Ja. Da gibt es keine zwei Meinungen, Alter. Man hat gesehen, eigentlich ist das Spiel gerade fast durch. Ja? Da hättest du einfach auswechseln müssen. Man hat nach den 20 Minuten gesehen, wer heute einen richtigen Scheißtag hat. Ich meine, die ganze Mannschaft hatte einen Scheißtag. Aber es gab dann noch 3 Spieler, die noch viel, viel schlechter waren wie der Rest. Und die hätte man auswechseln müssen. So, dann wäre vielleicht noch was gegangen. Na, hättest den Süle und Stanisic gleich reingebracht, Pavard und Upa raus. Fertig, Denkzettel. Ja, haben sie doch auch verdient. Wissen sie auch selber. Wir brauchen uns ja nichts vormachen, dass der Upa nicht weiß, wie scheiße er heute war. Das hat man doch gesehen, wie er auf der Bank saß, wie ein Haufen Elend. Hat mir schon leid getan. Ja? Verstehe ich ja nicht, warum man so einen Spieler dann auch nicht schützt. Das verstehe ich nicht. Aber man hat gesehen, dass er einfach keinen guten Tag hatte. Hat man aber auch schon gegen Frankfurt gesehen. Habe ich da auch schon nicht verstanden. Junge, Junge, kam viel zu spät die Auswechslung halt einfach. Ja, dass man dann in der Halbzeit sagt, ach ja, komm, keine Ahnung, hat man wahrscheinlich gar nicht viele Worte gesagt, hat die Jungs ein bisschen angefragt, gesagt, komm, jetzt habt da nochmal die Chance, es besser zu machen. Ja, hat man dann gesehen. Ich meine, im Nachhinein kann man immer klug scheißen, ne? Keine Frage. Ja, ich hätte mir auf jeden Fall eher Wechsel gewünscht, weil das 3-0 war halt nach 20 Minuten und dann, wer uns kennt, die letzten Spiele gesehen hat, sind wir gut für 3 Tore im Spiel. Ja. Und nach 20 Minuten wäre noch genug Zeit gewesen. Aber da hättest du halt die Defensive erstmal stabilisieren müssen. Und da hättest du halt einfach mal 2 Leute auswechseln müssen. Punkt. Ja, gut. Ausblick aufs nächste Spiel. Ja, Union Berlin. Schwierig. Schwierig. Normalerweise würde ich ja sagen, nach so einem Spiel hauen wir richtig auf die Kacke. Wie wir es eigentlich oft genug getan haben. Aber in Berlin schwierig. Weiß ich nicht. Es könnte halt jetzt echt so einen kleinen Knacks geben, ne? So nach so einem 5-0. Ich meine, wir hatten wirklich keine Chance. Muss man ganz klar so sagen. Wir waren chancenlos heute. Und die Unioner werden mit Sicherheit nicht weniger fighten und uns die Schneid abkaufen. Und wie gesagt, ich habe die 50-50 gewonnene Zweikämpfe nicht gesehen. Vielleicht haben wir die in den letzten 20 Minuten gewonnen, ich weiß es nicht. Ansonsten haben wir gefühlt erst Halbzeit keinen wichtigen Zweikampf gewonnen. Und das wird in Berlin nicht anders sein. Schwierig, bin sehr gespannt. Ich kann keine Prognose geben, Leute. Hätten wir jetzt ein Heimspiel gegen, was weiß ich, gegen irgendjemanden, würde ich sagen, jo, knallen wir aus dem Stadion, weil das so unsere Art ist. Aber in Berlin, Union ist ein unangenehmer Gegner. Bin sehr gespannt. Weiß ich selber noch nicht, was ich da tippen soll. Klar muss man jetzt nicht alles wieder schlecht reden von den letzten Wochen und so. Wir haben jetzt einen schlechten Tag gehabt. Ja, Gladbach hat einen guten Tag gehabt, das Spielglück gehabt. Aber die Art und Weise halt einfach, ne? Dass wir halt einfach wir konnten nicht dagegenhalten. Wir hatten kein Mittel. Weil einfach in der Mitte niemand da war. Es war kein Kimmich da. Unser Leader. Er war nicht da. Die Gladbacher haben langen Ball gespielt. Entweder hat der Mbolo ist er gleich am Ufer vorbeigegangen oder er hat einen tropfen lassen. Und dann haben die Gladbacher ja sogar manchmal erstmal noch auf den Flügel rausgespielt, dann wieder in die Mitte gespielt, noch auf den anderen Flügel. Es war aber niemand da. Es war niemand mittig da. Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich auch immer noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Wenn es im Franz noch gehen würde bei uns, wird es knallen und dann würde ich safe sagen, wir gewinnen das nächste Spiel. So sehe ich das nicht. Man weiß auch nicht, was mit dem Nagelsmann ist.
Ich denke mal, er wird noch in Quarantäne sein, der wird nicht mehr auf der Bank sitzen. Und von daher könnte es schwierig werden. Ich hätte jetzt gesagt, ist ein Charaktertest für die Mannschaft, aber den Charaktertest haben wir heute schon verloren in der zweiten Halbzeit. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Klar, das 4-0 ist dann relativ frühzeitig gefallen, aber dann, das war kein Aufbäumen da. Wie gesagt, der einzige war für mich Sané, der wirklich 90 Minuten alles versucht hat, und die Jungs, die eingewechselt wurden. Die haben nochmal alles versucht. Coman hat richtig Gas gegeben, auch Stanisic hat richtig Gas gegeben. Die haben so gespielt, als würde es 0-0 stehen oder wir würden 1-0 hinten liegen. Aber alles andere hast du nicht das Gefühl gehabt, so, ja, da war vom Kopf her abgeschaltet, ne? Und, ja, das kennt man eigentlich nicht bei uns. Ich meine, dass wir 5-0 verlieren, kennt man jetzt auch nicht so oft. Aber dass man halt so chancenlos ist, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich kann es auch nicht ganz einschätzen. Vielleicht morgen oder so, ich weiß nicht. Aber es musste jetzt raus, sonst kann ich nicht schlafen, Leute. Von daher, haut es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht sehe ich es zu kritisch. Ich habe keine Ahnung. Kann gut sein. Ihr wisst, ich bin immer ein bisschen kritischer mit unserer Elf wie andere. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wir hören uns Samstagabend. Ich bin gespannt, ob es für einen Sieg reicht. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüssi.